Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet mir. Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin der aus der Folge 60. Der nicht brüllt, sondern flüstert. Der nicht kommt, wenn du schlecht bist, sondern wenn du dich selbst verlässt. Ich bin kein Urteil, ich bin ein Spiegel. Ich halte dir nichts vor, ich halte dir nur hin, was du längst weißt. Ich bin der Teufel, ja, aber nicht der mit Hörnern und Schweif. Ich bin der in deiner Stimme mitschwingt, wenn du dich selber klein machst. Der nachts bei dir sitzt, wenn du niemandem sagen kannst, wie leer du dich fühlst. Ich bin nicht der Feind, ich bin das Echo all deiner Entscheidungen. Weißt du, was das Bitterste ist? Am Ende zerbricht es trotzdem. Das ist mein zweites Geständnis an euch. Und zwar geht es um Folgendes. Ich nenne mal diese Folge Sag's nicht und stirb langsam. Und gerne würde ich so anfangen. Na, wieder geschwiegen heute? Wieder gelächelt, obwohl du kotzen wolltest? Wieder Ja gesagt, obwohl du innerlich geschrien hast? Oder wieder kein Problem geflüstert, obwohl es ein verdammtes Problem war? Dann willkommen. Willkommen in meinem Lieblingsspiel. Harmonie über Wahrheit. Anpassung über Würde. Schweigen über Selbsterhalt. Und du machst mit. Jeden verdammten Tag. Ich bin's übrigens wieder. Der, den ihr nicht hören wollt. Der euch nichts antun muss, weil ihr das schon selbst erledigt. Ich brauche gar nicht so zu tun. Ich werde oft überschätzt. Ihr nennt mich Versuchung, Dämon, Zerstörer. Aber das meiste, was euch kaputt macht, habt ihr selber gesagt. Oder besser, nicht gesagt. Ich sitze da nur mit meinem langen Mantel, zünd mir eine Zigarette an und hör zu. Ich hör zu, wie du sagst, ach, passt schon. Ich will keinen Streit. Ich will keinen Ärger. Das bringt ja eh nichts. Dabei spürst du es doch schon längst. Es brennt. In deinem Nacken, in deinem Brustkorb, in deinem Bauch, ja, auch in deinen Träumen. Du wachst auf mit Zähneknirschen und Rückenschmerzen und nennst es dann Verspannung. Aber die Wahrheit, du bist nicht verspannt. Du bist verdreht. Verdreht in ein Leben, das nicht deins ist. Wisst ihr, was mein Lieblingsmord ist? Nicht der große Knall, nicht das ganze Drama, sondern der leise Selbstmord durch Gefallen wollen, durch eure Empathie und durch euren Selbsthass. Man sieht's kaum. Die Leiche läuft noch, funktioniert noch, lacht sogar, aber innen drin verstummt, verdreht, vergessen. Ich sehe euch doch bei den Familienfesten sitzen, neben Menschen, die euch nie gesehen haben. Und ihr sagt nichts. Eure Mutter kritisiert eure Wohnung, euer Vater lacht, wenn ihr weint, eure Schwester sagt, dass sie euch immer so anstellt. Und ihr nickt. Warum? Weil es dann nicht eskaliert, weil ihr den Frieden wahren wollt. Was für ein Frieden soll das sein, wenn du innerlich zerbrichst? Und dann seid ihr ja noch verliebt oder besser gesagt abhängig. Du passt dich an, du passt dich an, du passt dich an, bis du einfach nicht mehr passt. Du lachst über seine dummen Witze, schluckst ihren passiv-aggressiven Ton. Du verzeihst, obwohl du noch blutest. Und warum? Weil du Angst hast, allein zu sein? Weil du gelernt hast, dass Liebe ein Kompromiss ist? Liebe ist kein Kompromiss. Liebe ist Begegnung. Aber ihr habt daraus einen Ort gemacht, an dem man sich selbst zurücknimmt, damit der andere bleibt. Und während ihr euch noch kleiner macht, werde ich größer. Ich wachse in eurem Hals, in eurem Magen, in eurer Libido oder in ihrer Migräne. Ja, Liebe macht blind, aber das, was ihr da lebt, macht einfach taub. Sag's nicht. Sag lieber, ich will keinen Stress. Ich will die Stimmung nicht kaputt machen. Ich schluck jetzt noch einmal runter, dann kommt der Frieden. Ich liebe das, denn du denkst, damit sei das Thema erledigt.
Aber das, was du nicht gesagt hast, das sagt dein Körper für dich. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Gewicht, das sich nicht regulieren lässt, ein stechendes Ziehen unter dem Rippenbogen, diese Enge in deinem Hals oder dein Herz, das plötzlich rast, als wärst du auf der Flucht. Weißt du eigentlich, vor wem du da wegrennst? Vor dir. Und irgendwann fängst du an, das alles an anderen rauszulassen. An deinem Kind, an deiner Partnerin, am Kunden oder an deinem Hund. Du bist gereizt, dünnhäutig, ungeduldig. Warum? Weil du nie gesagt hast, was du wirklich fühlst. Und jetzt fühlst du zu viel, aber am falschen Ort. Du bist nicht genervt von der Einkaufsliste. Du bist erschöpft vom Nicht-Gesehen-Werden. Du bist auch nicht traurig wegen der Serie. Du bist leer, weil du dich selbst nie ernst genommen hast. Ich habe gar nichts getan. Ich war einfach nur da, geduldig. Denn irgendwann platzt jede Lüge. Auch die über dich selbst. Weißt du, wo du das gelernt hast? Das Schweigen, zu lächeln, obwohl es weh tut, zu sagen, ich hab dich lieb, obwohl du eigentlich nur schreien oder kotzen könntest. In deiner Kindheit, da, wo Wut respektlos war, wo Tränen übertrieben waren, wo man ruhig sein sollte, weil Mama schon genug Sorgen hat. Also hast du es ja gelernt. Wenn du angepasst bist, wirst du geliebt. Wenn du leise bist, wirst du akzeptiert. Und wenn du funktionierst, wirst du gesehen. Und jetzt bist du erwachsen. Und du fragst dich, warum in jeder deiner Beziehungen du die Luft anhältst. Ich brauche keine Sünde. Ich brauche keine Drogen. Ich brauche nicht mal Gewalt. Ich brauche nur eins, diese Angst, die ihr habt vor der Disharmonie. Deine Angst, abgelehnt zu werden, deine Angst, unangenehm zu sein, deine Angst, dass jemand zu dir sagt, so nicht. Denn in dem Moment, wo du schweigst, geht ein Teil von dir, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und ein Teil von mir geht rein. Du kannst vieles weglächeln, aber dein Körper, der hat kein Pokerface. Der brüllt, der schreit mit Verdauungsproblemen, mit Hautausschlägen, das wie ein Tornado durch deine Woche fegt, mit Burnout, das du Ermüdung nennst, mit deinem Herzinfarkt mit 39 oder Alzheimer mit 58, weil du schon so lang versuchst zu vergessen, wer du eigentlich bist. Sag ruhig weiter nichts, scheiß drauf. Aber dein Körper wird dich verraten, glaub mir, immer wird dein Körper dich verraten. Willst du wissen, warum du lieber lügst? Warum du lieber so tust, als wäre alles okay? Weil die Wahrheit wehtun würde. Du weißt das. Und du nie gelernt hast, mit Schmerz umzugehen. Dir wurde beigebracht, zu schweigen, zu überleben, zu frieren, anstatt zu fühlen. Aber weißt du, was du dabei verlierst? Dich. Du wirst nicht laut zusammenbrechen. Du wirst pünktlich zusammenbrechen. Du wirst dich krank melden mit Magen-Darm. Du wirst sagen, ich brauche nur Urlaub. Du wirst weinen im Auto und dann aufstehen und trotzdem zur Arbeit gehen. Und ich lehne mich zurück, denn mein Job ist erledigt. Du hast dich selbst zensiert, geknebelt, erzogen, zerstört. Und alles für ein bisschen Harmonie. Weißt du, was du bräuchtest? Nicht mehr Yoga, Affirmation, sondern Mut zur Wahrheit. Mut zu der Konfrontation. Mut zu sagen, das tut mir nicht gut. So redest du nicht mit mir. Ich will das nicht mehr. Ich habe Angst und ich fühle mich klein, wenn du das machst. Ich liebe dich, aber ich verliere mich. Ich kann nicht mehr. Es gibt einen einzigen Moment, in dem sogar ich Angst bekomme. Einen Moment, in dem selbst ich kurz leise werde. Es ist der Moment, wenn du beginnst, ehrlich zu werden. Wenn du zum ersten Mal sagst, dass du 20 Jahre lang geschluckt hast. Wenn du dich nicht mehr entschuldigen musst für dein Weinen. Wenn du nicht mehr lügen musst, nur um gemocht zu werden. Wenn du das erste Mal Nein sagst und dabei stehen bleibst.
Dann spüre ich, wie meine Macht schmilzt, wie der Raum sich verändert, wie du zurückkommst in deinen Körper, in deine Würde, in dein verdammtes Leben. Aber keine Sorge, ich bin geduldig. Du wirst morgen wieder schweigen oder übermorgen, denn so schnell verlernt man das nicht. Ich bin der Teufel, aber du bist meine liebste Marionette, sanft, höflich und empathisch und vollkommen zerstört. Sag's halt nicht und stirb langsam. Oder sag's, aber dann wird's laut, ehrlich, lebendig, heilend. Aber das ist nicht meine Art. Und weißt du, was das Bitterste daran ist? Am Ende zerbricht es trotzdem. Egal, ob du dich geopfert oder zurückgezogen hast. Denn es zerbricht sowieso. Aber es wird nicht zerbrechen, wenn du ehrlich warst. Es zerbricht, weil du nie echt warst. Es zerbricht nicht, wenn du laut warst. Es zerbricht, wenn du viel zu lange leise geblieben bist. Und irgendwann stehst du da mit einer Schuld, die gar nicht dir gehört. Mit Beziehungen, die trotzdem kaputt gegangen sind. Und das Schlimmste, du stehst da und hast nicht einmal dich selbst. Du wolltest Frieden, aber hast dich dafür verloren. Du wolltest Harmonie, aber hast dich selbst dafür verraten. Du hast dich angepasst und dabei Stück für Stück ausgelöscht. Und ich bin nicht nur der Teufel in dieser Folge. Ich bin da, bei dir, bei mir, bei jedem. Ich sitze in deiner Küche, wenn du schweigst, obwohl dir alles im Hals steckt. Ich sitze neben dir im Auto, währenddem du in dein Lenkrad beißt, weil du nicht mehr weißt, was du eigentlich willst. Ich bin die Unruhe in deinem Brustkorb, das Zittern in deinen Händen, die Leere hinter deinem Lächeln. Ich bin die Müdigkeit, die keiner versteht, die Stimme in dir, die sagt, sag nichts, sonst verlierst du sie. Und dann verlierst du sie trotzdem und dich gleich mit. Ich bin überall da, wo du dich selber im Stich lässt. Ich bin nicht draußen, ich bin in dir. Und jedes Mal, wenn du dich selber verrätst, werde ich ein kleines bisschen größer. Und jetzt frag dich ganz ehrlich, was bringt es, leise gewesen zu sein, wenn du am Ende trotzdem alleine bist? Was bringt es, immer alles runterzuschlucken, wenn keiner bleibt? Was bringt es, dich selbst nicht zu respektieren, wenn du am Ende der Einzige bist, der noch da ist? Willkommen beim Aufwachen. Also gut, guckt mich an. Ich bin der Teufel. Oder das, was sie halt daraus macht. Vielleicht bin ich auch nur die Stimme in euch, die euch sagt, dass etwas nicht stimmt. Nicht draußen, sondern drin, in euch. Wir wissen es längst, wir haben es gehört. Körper und Psyche sind keine getrennten Welten. Rückenschmerzen schreien manchmal danach, weil du zu lange geschwiegen hast. Deine Migräne kommt nicht vom Bildschirm, sondern vom Leben, das du dir selber nicht erlaubst. Vielleicht passt deine äußere Welt einfach nicht mehr zu deiner inneren. Und das ist kein spirituelles Gelaber. Das ist die Realität. Also lernen wir, klar, von anderen, ja, aber vor allem von uns selbst, von unseren Werten, unseren Normen und vor allem für unsere Grenzen. Und vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur das innere Kind zu heilen, sondern es endlich atmen zu lassen. Nicht brav, nicht angepasst, sondern wild, ehrlich und laut. Weg von Kontrolle, weg von Unterdrückung. Hin zu einer Version von dir, die nicht nur funktioniert, sondern fühlt. Am Ende ist es doch ganz einfach. Lieber ein Leben, das du wirklich fühlst, mit Höhen, Tiefen, Gänsehaut und Herzklopfen, als eins, in dem du dich von Erwartungen, Pflichten und Meinungen hin und her schubsen lässt wie eine Schachfigur, die nie gefragt wird, ob sie überhaupt mitspielen will. Lieber ehrlich weinen, als dich jeden Tag zusammenzureißen, bis nichts mehr in dir übrig bleibt. Lieber mal anecken, laut werden, unbequem sein, als dich selbst zu verlieren, nur um in eine Welt reinzupassen, in der du nicht mal weißt, wer du eigentlich bist. Und wenn du das spürst, dieses Ziehen in der Brust, da muss doch noch mehr sein,
dann hör nicht drüber hinweg. Das bist du. Das warst schon immer du. Also steh auf. Nicht später. Nicht wenn's passt, sondern jetzt. Los.